Es ist Donnerstag, der 30. April, der letzte April. Hier Psalm 73, Vers 1 als Losungswort. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reines Herzens sind. Und im Lehrtext 1. Johannes 3, 21 folgende. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott, und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das umgepflügte Feld. Ja genau, das kann dann noch Missverständnis geben, und für die vorzubeugen möchte ich gerne hier sagen, das umgepflügte Feld und nicht etwa das ungepflügte Feld. Weil der kleine Buchstabe, der hier ausgewechselt wird, der macht natürlich ganze Welten aus, und mit dem wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Meine ersten Erfahrungen mit dem Pflug habe ich schon in den mittleren Schuljahren gemacht. Wir sind viel den Bauern helfen zu Ringentum, insbesondere einem. Alle unsere Nachbarn waren Bauern. Bei dem einen durfte ich das Ross, das Fanny, führen während der Pflügerei. Das ist gemütlich gegangen. Ich habe das sehr geschätzt. Es war ein liebes altes Ross, ein Ackermänner, wie man sagt. Und irgendwann hat der Bauer gesagt, so, jetzt kannst du den Pflug ein bisschen führen. Machst du ein paar vorne? Er hat anfangs das Feld eingerammt oder eingesteckt und dann ist es losgegangen. Ich hatte meine liebe Mühe. Hat er gerufen, hey, nicht so viel rechts, musst ein bisschen mehr links haben. Und so weiter ist das hin und her gegangen. Nach ein paar Jahren vorne bin ich natürlich froh gewesen, hat die Profitarbeit wieder übernommen, weil es hätte schon wieder die ganz gerade vorne gegeben. Wenn man sagt Pflug oder Pflügen, so hat man sofort eine ganze Zielete von biblischen Assoziationen. Pflüget einen Neubruch, sagt Jeremia, ein hoffnungsvolles Bild. Wer die Hand an den Pflug legt und blickt zurück, sagt Jesus, ist nicht geeignet für Gottes Reich. Und ja, da denke ich natürlich an meine krummen Pfuhren. Das ist für mich immer noch ein Bild vor den Augen. Oder der in den Psalmen, wo es heisst, du hast den Pflug über unseren Rücken fahren, sagt Israel. Ein messianisches Bild, wenn man denkt, wie die römischen Geiseln den Rücken von Jesus haben gepflügt. Aber dann wieder noch ein schönes Bild. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, sagt Jesaja. Vor Jahren habe ich in der Gemeinde, wo ich 3 Jahrzehnte gearbeitet habe, einen Pflug geschenkt bekommen von einem Bauer. Und ich durfte ihn an einer besonderen Ecke vor bei Kirche herstellen. Nachdem ich ihn ein bisschen restauriert habe, ein schönes Bild, für mich natürlich eben die Symbole, genau die ich da vorhin zitiert. Später, als ich gegangen bin, habe ich festgestellt, sie haben ihn weggeräumt. Er hat dann als Alteisen gegolten und war nicht mehr zeitgemäss gewesen. Ich muss sagen, leider. Was soll das Thema Pflug? Der März ist ja vorbei, im März sind der Bauer die Rösslein anspannt. Und jetzt ist schon gleich der Mai, es sind nur noch die Herdöpfelfelder, wo die bloße Erde sichtbar ist. Neu mit den DeWolf-Maschinen wird das ja ganz perfekt gemacht, vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Aber eben, ein reines Herz, das Wort, das das Hebräische verwendet, ist das gleiche Wort, das man braucht für ein gepflügtes Feld. Und schon sind wir mit im Thema. Das heisst, eine reine Oberfläche. Alle Stoppeln sind weg, alles Unkraut ist unten gefahren, es ist bereit für die Saat, es ist exklusiv für die Saat bereit. Gott ist auch nahe denen, die eben ein umgepflügtes, noch einmal ein umgepflügtes Herz haben. Herzensboden. Jesus sagt in dem Gleichnis vom Sämann etwas über das Herz. Ungepflügt oder umgepflügt, das ist die Frage, könnte jetzt fast der Shakespeare sagen, sein oder nicht sein. Wollte ich das zulassen als Mensch? Man darf nicht vergessen, der Sämann, bevor er ausgeht, um zu säen, wie es heisst, hat ja schon mal gearbeitet. Und nicht wenig, es heisst im Schweiß deines Angesichts. Er hat das Feld bestellen, er musste pflügen, sonst macht das Gleichnis ja keinen Sinn. Die Saat trifft ja nicht einfach aus dem heiteren Himmel plötzlich noch guten Boden. Da gibt es keinen Zufall. Nur
Beim Ausstreuen ist der Sämann dann noch ein bisschen grosszügig. Ich möchte ein kleines Beispiel beiziehen. 2 Stiefkinder sind bei einer äußerst bösen Stiefmutter aufgewachsen, haben in die Geschichte ein bisschen investiert. Sie sind im gleichen Boot gehockt. Eigentlich müsste man sagen, gleiches Schicksal, gleicher Lebenslauf. Das wäre die Logik gewesen, 2 verpfuschte Leben. Aber es ist schlussendlich ganz anders herausgekommen. Weil es gibt noch einen Faktor mehr. Das ist der Faktor Herz. Ein Herz ist in diesem ganzen Prozess umgepflügt worden. Das andere hat der Pflug nicht über sich ergehen. Die eine Person ist Christ geworden und hat in der Mission gearbeitet. Die andere Person ist in die Esoterik gegangen und ist noch bis heute schwer verbittert. Das klingt ein bisschen seltsam. Und trotzdem ist es eben ein Mysterium, ein Geheimnis. Das Geheimnis von der Sanftmut. Das Geheimnis von einem Herz, das sich demütigt vor Gott. Und jetzt kommt der Sämann, nachdem die Vorarbeit geleistet ist. Und die Vorarbeit heisst eben manchmal deine Biografie. Manches Kapitel von der Biografie gehört dort dazu. Es ist eigentlich gachert worden. Dass der Sämann überall sagt, ist fair, weil es gibt keine Ausreden. Er sagt sogar auf den Weg, er sagt sogar in Dornen, sogar auf einen steinigen Boden, überall sagt er her. Alles nimmt nachher aber seinen logischen Verlauf. Und jetzt gibt es eine Logik. Dort, wo der Boden gut ist, dort wird mit Sicherheit gute Saat errinnen, 30, 60 und 100-fältig Frucht bringen. Die Arbeit von Gott am Herz von seinen Geschöpfen erklärt unsere Biografie von Grund auf. Am Schluss werden wir es noch besser verstehen, vielleicht schon jetzt ein bisschen. Wir werden ihm endlos danken, auch für den Pflug. Wir werden uns nie reuig sein über sogenannte verlorene Jahre. Und jetzt kommt die Saat. Und es ist schon klar, die erste Saat heisst ja Trost. Er hat gepflügt, er kommt trösten. Er kommt mit Verständnis, er kommt uns die Augen auftun. Der Trost ist sicher das Erste, was ein Mensch braucht, wenn er das Evangelium empfängt. Ich komme zu einem kleinen Schlussexempel. Ich liebe die alten kleinen Geschichten am Rand vom Lebensweg. Wir mussten in der Prima, in der zweitletzten Klasse vor der Matur, in Französisch eine Abschlussarbeit machen, einen Vortrag über ein Werk von einem französischen Autor. In der Pause, wo man sich jetzt einschreiben sollte, habe ich die Liste angeschaut. Ich habe eigentlich die Leute nicht gekannt, die Werke haben mir nicht viel gesagt. Und dann habe ich meinen Kollegen gesagt, hört, ich schiesse jetzt mein Sackmesser auf die Pinnwand, dort was steckt, über das werde ich nachher eben den Vortrag haben. Ich schiesse es, es steckt, ich gehe lesen, dort steht Journal d'un curé de Campagne, Tagebuch eines Landpfarrers von einem gewissen Georges Bernanos. Vorne drauf, die Bücher sind weggelegt zum Mitnehmen, sehe ich ein grosses, umgepflügtes Feld. Umgepflügtes Feld, ganz klein im Hintergrund, ein bisschen im Nebel. Es war so eine düstere Herbststimmung. Ein Dörfli in den Büschen, in den Bäumen, ein Kirchenturm ragt dort raus. Ich habe wieder hergemacht, habe durch das Buch auch durchgegachert, wenn man so sagen kann. Ein schwer kranker Pfarrer findet noch näher zu Gott in seiner Krankheit und hat dadurch nachher den Schlüssel zum Herz von verkrachten Gemeindegliedern und kann einige Schicksale auf die gute Bahn bringen. Das ist die Frucht von einem reinen Herz, das sicher zuerst viel Trost braucht, aber nachher auch viel Trost kann weitergeben kann. Wenn ihr jetzt über eure eigenen, ein bisschen trostlosen Lebensabschnitte nachdenkt und die in einem neuen Licht betrachtet, wo Gott eben hat pflügt, um ein reines Herz zu schaffen, dann wünsche ich euch jetzt ein paar tröstliche Momente und einen gesegneten Tag.